Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 2004 in Assetto Corsa. Wir sind wieder einmal mehr retour und gehen jetzt nach Frankreich, nach Manicourt. Wir sind in Runde 10 von 18 Rennen, also wir sind schon über der Saisonhälfte. Und ja, mal schauen, Manicourt ist das letzte Mal in F1 99 uns so lala gelegen, ist aber nicht schlecht gewesen. Und jetzt bin ich gespannt mit diesen 2004 Auto, wie es mit denen wird zum Fahren. Man sieht dort noch ganz leichtzeitig, ich weiß nicht, ob man das dort gerade jetzt in der Aufnahme gut lesen kann. 1,16,696, ich selber fast mir, weil ich so weit weghocke vom Monitor. Ich nehme die gleiche Strecke wieder. Ich habe zwar noch einen anderen Mod, allerdings ist die Strecke vom gleichen Entwickler, der auch Monaco gemacht hat. Und wir wissen ja alle, was bei Monaco war in F1 2004 oder beziehungsweise in dem Let's Play. Darum habe ich gedacht, ich nehme jetzt lieber wieder das alte Layout oder beziehungsweise da von 1998 ist vom Streckenlayout her genau das gleiche. Wäre einfach nur mal ein bisschen andere Webentafel gewesen, aber spielt nicht so eine Rolle. Ich würde sagen, wir legen los. Wir gehen ins Qualifying rein und schauen mal, wo wir landen da mit diesen neuen Boliden oder mit diesen 2004er Boliden. Let's go. So, wir probieren mal unser Glück. Keine Ahnung, ob das gut kommt. Ich glaube, sie fährt jetzt mal ein bisschen langsame Runden und tastet mich ein bisschen her. Also ich probiere schon ein bisschen pushen, aber ist ein bisschen weird noch. Die Autos laufen wie die Hölle. Oh, das war ein Schumi. Ah ja, das rote Pfeil jetzt gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht geachtet schon. Oh, sorry, Schumi. Ist das Schumi? Nein, ist der Barrichello. Okay. Haben wir jetzt nicht geachtet. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Haben wir jetzt wirklich nicht geachtet. P15? Okay, wir machen gerade mal eine Runde. Oh, was staubt da so? Oh, der Staub hat mich so richtig abgelenkt. Dort ist einer abgeflogen. Oh, dort ist aber einer richtig hart auch abgeflogen. Jetzt habe ich gerade gedacht, was staubt da so? Ah Mann, okay. P15, Unlucky. Ich glaube, also ich hatte etwa 5 Zettel glaube ich, auf der Zeit drauf gehabt, auf der Uhr drauf gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn ich jetzt 5 Zettel noch mal schneller geworden wäre, wo wäre ich gelandet? 5 Zettel. Zeig mir es. 5 Zettel heisst, wäre ich etwa so bei 1,13,2 gewesen. Ja, wäre ich P11 wahrscheinlich. Okay. Crazy. 1,6 Sekunden schneller war der Matta gewesen. Die sind schon verdammt schnell da drauf. Okay. Und ich habe vorher, glaube ich, gesagt, dass KI wahrscheinlich nicht so strong wird sein. Ja, da sehen wir wieder, KI ist doch strong. Okay. Aber bei 15 wir versuchen unser Bestes. Vor allem ohne Spin und ohne Crash. Ja, ich sage nichts dazu. Ich habe einerseits zu wenig eingelenkt, plus der Schumi oder wer das war, hat es so leicht rausgemoved und da bin ich schon ein bisschen vorsichtig geworden.
Aber ja, das ist nicht so schlimm. Da vorne wird sich sehr gerade Stau in Turn 1 rein, oder Turn 1 rein, die erste Spitzkehr rein. Dann will ich vielleicht wieder ein bisschen da sein. Eben genau. Da stehen sie nämlich schon. Habe ich mir schon gedacht, dass da nämlich wieder ein bisschen... Wow, Alter! Das Gemängel wird sein. Bei 14. Ich kenne doch mittlerweile ein bisschen die KI, wie sie tickt. Alter Schwede! Was ist jetzt das gewesen? Vom Coulthard ist das jetzt gewesen? Sehr optimistisch in die Kurve. Ja, aus dieser Spitzkehre haben sie ein bisschen Mühe. Der Yellow Flag war schnell. Da qualmt es wieder. Oh, da habe ich ein bisschen einen Oversteer bekommen. Ich glaube, sie hätte nicht mit Softs fahren. Ich glaube, die Strecke ist ein bisschen zu aggressiv für meine Reifen. Wow, Alter. Oh, meine Reifen sind heiß. Oh, meine Reifen sind heiß. Oh, der Schumi! Oder Bargello. Oh mein Gott, der wäre jetzt fast abgeflogen. Der wäre fast abgeflogen. Der ist, glaube ich, ein bisschen zu fest ins Grüne gekommen mit dem einen Rad und hat sich dann fast weggedreht. Crazy. So, ein bisschen Wheel to Wheel da. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder vorpreschen. Ja, da geht aber in die Hose. Oh shit, Alter, Ade Messi. Ja, wie ich genau gewusst habe, das geht in die Hose. Ich liebe es, wenn KI so aggressiv ist. Oh, jetzt habe ich das Eis abgeschaltet. Fuck, das war mein Fehler gewesen. Ich liebe es, wenn KI aggressiv ist, wirklich. Das ist so geil. So etwas hat auch in F1 2000 und weiss ich was drin sind, 25 wo kommt oder so. Das KI halt eben, weil sie möchten mal zwischendurch irgendwie ein aggressives Manöver machen, einfach mal abfliegt und halt einfach dann muss retiren. So geil, er hat wirklich gerade retired. Crazy. Wie genau... Hey, wie ich die KI anfangen kenne. Ich bin richtig stolz auf mich gerade. Dass ich anfangen weiss, wie die KI funktioniert. Es genau gesehen, dass das in die Hose geht. So, letzte Runde. Ah. Gut rumgekommen da. Oh, meine Reifen sind immer noch heiß. Oh, nicht ins Grüne, bitte. Okay. So, und dann kommen wir noch knapp vor dem Matta ins Ziel. Der ist schon von Pole gestartet. Und wir sind P13 geworden. Das war einfach er, der in der Spitzkehre dort gerade gestanden ist. Innen, der ist wahrscheinlich gespinnt worden. Und ist als ganz hintergefallen oder wirklich letzter gewesen. Der Juan Pablo hat gewonnen, unser Teammate. Congrats. Und dann nachher Kimi Räikkönen und der Jenson Button sind Zweiter und Dritter geworden. Hey, geiles Rennen, hat Spass gemacht. Auch, ja, wenn ich dort am Anfang wieder einen Fehler gemacht habe, aber gleich, es hat verdammt Bock gemacht jetzt. Und,
wie geil der Barrichello abgeflogen ist. Wirklich, das habe ich jetzt schon gefühlt. Das habe ich jetzt extrem gefühlt, wie der kassiert hat jetzt schnell. Aber ja, das war es von der heutigen Episode von F1 2004 in Assetto Corsa. Das nächste Rennen ist dann in Silverstone. Und ja, da würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet, mich sehr supporten mit dem. Wie gesagt, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder in Silverstone. Bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag. Macht's gut. Ciao!